Willkommen zurück, Freunde, zu Fire Emblem Three Houses. Wir legen diesen zweiten Wochenende des Monats los mit den Kämpfen, die ja dann doch mitunter ein bisschen notwendig wären, nicht wahr? Zumal wir zwar auch hier wieder Kampf im Feld haben, besiegte Banditen auf dem Feld von Grondo und von Level 35 ist vielleicht ein bisschen hoch, hier doppelt so viele Belohnungen, ist natürlich auch geil. Aber hier Materialien wäre eigentlich auch ganz gut. Andererseits natürlich auch die Kämpfe noch, die Sidequests, die wir auch alle 3 bis Ende des Monats April abgeschlossen haben müssen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit einem an. Mit einem von denen und dann vielleicht noch mit einem optionalen Kampf. Wir machen so einen roten Kampf, wäre auch eine Option. Material wäre schon nicht schlecht generell. So, ich würde sagen, los geht's. Ja, von mir aus.よしっと。戦線が動いたから兵站の見直しも必要ね。この件はヒューベルトに。こちらの軍の運用はベルグリーズ伯に。あら、先生、何か用？軍議にはまだ時間があったと思うけれど。下の者に任せられることは全て任せたいのだけれどね。前線に出るとどうしてもいろいろと気になってしまって、それで今日は。陛下、失礼します。火急のようでして。何？フォドラの喉元にパルミラ軍、それなりの規模という報告です。Fodlands Kehle? はい、このフォドラと東の大国パルミラの境界に横たわる険峻な山脈はフォドラの喉元と呼ばれています。その山中に築かれた堅牢な城塞がフォドラの首飾りです。もともとは喉元を越える唯一の参道でしたが、パルミラの侵略を防ぐため同盟諸侯や教団が協力して首飾りを築き上げたのですよ。普段はゴネリル家が管理していて、気球の時には周辺の諸侯が共同で守っていたの。今回の襲来、ゴネリル領の兵だけで防ぐのは厳しいということかしら。優勝と名高いホルスト教が急病だとかで戦況が芳しくないそうです。Holst? ホルスト教はゴネリル公の着手でヒルダ殿の兄ですよ。ホルスト教は一騎当選の将。それを書いたゴネリル家の苦戦は理解できるわ。同盟は崩壊したばかりで周辺諸侯に軍を招集させるわけにもいかないし、その抑えとして置いてある帝国軍もみだりに動かせるような状況じゃない。私たちが出るのが一番都合が良さそうね。私たちがこの地を本気で守ろうとしている、それを示すいい機会と捉えるわ。放置して被害が出るよりは後の統治に良い影響をもたらすのは確かでしょう。やむを得ませんな。貴殿も力を貸してもらえますか。 Tja, was soll man sonst machen? ええ、準備が終わり次第出発するわ。パルミラ軍の喉元を過ぎる前にね。Oh je, eine interessante Quest. Trotzdem hätten wir Zeit bis Ende April, um das zu machen. Naja. Sei wie es sei. Ich bin gespannt, ob noch irgendwie spezielle Charaktere auftreten, weil generell hätte ich jetzt gesagt, dass ich wieder mal die Kampfanimation ausschalte. Das ist bei solchen Sidequests eigentlich oder Kämpfen eigentlich nur üblich. Zumindest generell. Die gute alte Karte. Okay, irgendwas stimmt hier gar nicht. Ich merke, ich habe totalen Delay drauf. Aber extrem. Wenn man ganz kurz, Leute, muss man kurz neu starten. Das kann so nicht sein. Moment, geht gleich weiter.
Okay, jetzt ist besser, Leute. Viel, viel besser. Keine Ahnung warum. Also ich hatte OBS im Hintergrund, nicht OBS, Uplay im Hintergrund noch laufen. Das weiß ich schon warum. Aber das hatte mehr den Grund, weil ich noch die History Collection oder History Collection, whatever, von Anno noch installieren wollte. Aber es lief gar kein Task drauf und trotzdem hat es alles andere blockiert. Wieder mal ganz geil. So, oh, wir haben da Bogentypen noch hin platzieren, aber wir haben das gleiche. Jo. Reichweite 3 bis 12, ja, wobei das jetzt nicht so viel, könnte aber helfen zum Schwächen natürlich. Soldat aus Almyra. Ja, ja, Almyra. Ja, wir Riesenvögel aus Almyra. Ich Almyra dich auch. Und Nada ist zurückgekehrt. Ich dachte zwar eigentlich, er wäre guter Kumpel von uns und so, aber dem war wohl mal so. Der Fall will nicht mehr. Tja. Es sind viele Gegner, sehr viele sogar. Deswegen erst einmal, was eben sein muss, wie bereits erwähnt, ich schalte mal die Animation für die meisten Kämpfe aus. Stellen kann ich ihn eh nicht. Vor allem, senken kann ich, aber erhöhen kann ich nicht. Wenn du einen Schwierigkeitsgrad einmal geändert hast, kannst du dies nicht wieder rückgängig machen. Nee. Warum kann ich überhaupt verstellen und dann noch so eine Aussage, wenn es sowieso nur in eine Richtung geht und ist auch egal. So. Ja, kein Plan, wer alles mitkommen soll. Mal alles schön deaktivieren. Und nochmal die Karte angucken. Ne? Also, wie gesagt, da haben wir die Bogenfähigkeiten. Würde also irgendwas bringen, wenn wir da oben da platzieren. Neutrales Gelände, vielleicht ist das deswegen markiert, weil hier noch meine Freunde hinkommen. Oder aber es ist ein Zeichen dafür, dass der Rest, dass die feindlichen Truppen da nicht hin dürfen. Dass für sie da Schluss aus finito ist. Könnte ja sein. So, jetzt haben wir hier oben eine Situation. Ich meine, wie blockieren wir das? Theoretisch ein Tank. Also jeweils ein Bogenschütze hier oben. Ein Tank hier unten. Ein Tank hier unten. In der Mitte haben wir vielleicht noch ein paar Mages und so, die aus größerer Entfernung angreifen und sonst irgendwelche Fronttruppen dazuschlagen können. Die Frage ist bloß, was kommt also auf uns zu? Und vor allem ein bisschen Sorgen um die Bogenschützen, die wir doch reichlich haben. Wobei natürlich unsere Falkenritterin ihre Schwäche nicht mehr hat, das dürfen wir nicht vergessen. Die hat keine Schwäche mehr. Ansonsten sehe ich hier auch ein paar Magier, wie hätte es auch anders sein können. Alter, Totenpriesterstufe, ist klar. Wobei, die sind relativ schwach dafür des Totenpriesters. Also die sind schon, wie man sieht, fast alle fertig entwickelt. Hier haben wir noch einen Scharfschützen, hier ist ein Bogenschütze, Bogenritter. Ja, Bogenschütze, doof. Okay, generell sah es nicht so aus, als hätten die viel, was sie droppen würden. Das sind halt die Viecher, die will ich halt auch am ehesten mit Magie platt machen. Übenritter sowieso. Also Magier sind hier natürlich willkommen. Aber man muss aufpassen von Bogenschützen. Weil Magier normalerweise keine hohe Verteidigung. Und mein Bogenschütze ist sowieso immer so eine Sache, obwohl wir Dorothea im Team hätten, die dann ein bisschen was reißen könnte. Aber egal. Legen wir erstmal los. Ich denke, ist klar, wie gesagt, wir brauchen Tanks. Nehmen wir was anderes. Wir brauchen erstmal die Bogenschützen. Weil die müssen sich dann oben positionieren, sonst bringt das nichts. Ich könnte auch Petra hinschicken, aber ganz ehrlich, Petra ist Assassinin, die soll ihren Job machen als Assassinin, klauen, kritten, sich sonst aus der Schusslinie halten, die macht das schon. So, dann brauchen wir Tanks. Raphael ist klar, er ist der Tank Number 1. Aber jetzt ist die Frage, wer ist sonst noch ein Tank? Mittlerweile. Das ist echt eine gute Frage. Mein Edelgard mit 26 auch viel Verteidigung im Vergleich zum Rest. Wie gesagt, im Vergleich. Ja, ich meine, ist bloß und Theresa ein bisschen genauso viel hat als sie, weil Ferdi enttäuscht mich hier ein wenig. Muss ich ja leider zugeben. Das ist halt die Frage. Machen wir Theresa rein. Als Support würde ich dann für ihn sicher mal, als Adjutant halt,
Mercedes nehmen. Nicht, weil ich sie nicht gerne als Heilerin hätte oder so, nee, im Gegenteil. Aber geht auch ein bisschen um den Support für die beiden, das er da ja anbieten würde. So, wie gesagt, wir brauchen Mages. Und das ist nicht so knapp, das müssen wir auch heilen können unter anderem. Das heißt, ich hätte eigentlich gerne im Team Dorothea, Hubert, Lysithea. Ja, seht ihr da schon rechts oben, wir sind langsam wieder knapp bei Kasse, wenn man dem so sagen will. Sie frage nehme ich Ingrid noch mit, damit sie eben auch ein bisschen in die Nähe fliegen kann. Kasper, weil er mittlerweile doch relativ gut austeilt und so. Pferde werden wieder ein Support für den anderen. Und vielleicht noch Felix. Und Linhard eher weniger, aber unter Linhard unser Meister-Healer ist, das ist natürlich auch alles bewusst. Oder nehme ich Lysithea raus und als Support für Dorothea. Das sind halt so Fragen, die sich einem hier stellen, bei dem Zeitpunkt. Ein Ferdi, Felix, ja, aber Felix ist halt, kann auch nicht so weit jetzt latschen. Deswegen hätte ich ihn lieber als Support genommen für jemanden, wenn überhaupt. Jetzt in der Mission. Die Frage ist halt für wen. Lin bei Ingrid kann ich sowieso mit Adjutanten vergessen, weil ich keine fliegenden Einheiten mehr habe. Edelgard. Gebe ich ihr Ferdi mit. Unterstützung für Kasper wäre nicht so schlecht. Okay, jetzt Linhard oder Felix. Linhard könnte halt je nach Umständen noch ein bisschen angreifen. Macht die Kombination Hubert und Linhard für Doppel Magic Power. Ja, muss fast, wa? Mir fehlt sonst ein bisschen die Alternative, wenn ich ehrlich sein darf. So. Hä? Hallo Spieler. Alter. Ja, komm, ich weiß, Switch hat vielleicht teilweise ein bisschen Mühe, aber das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Okay, muss sowieso so hinstellen, ja super. Ne, Moment. Bernadetta geht also nach unten, dann geht Charme nach oben. So, Edelgard und Michael bleiben hier. Von mir aus. Geht Raphael auch nach oben. Kasper und Raphael sind eigentlich ein gutes Team, aber wenn ich die beiden schon da oben habe, bringt Kasper da nicht mehr so viel. Ich würde ihn sogar eher in der Mitte lassen, zusammen mit Petra. Mages sind klar. Dann schicke ich Cerisa nach unten. Lysithea vielleicht auch. Plus, muss ich mal überlegen. Wenn ich Hubert hier lasse, geht vielleicht Dorothea mit unten. Also die 4 würden nach unten gehen. Die 4, habe gerade gesagt, bleiben oben, wa? Ja, wir brauchen einen Mage da oben. Aber auch ein Mage hier unten bei uns. Doof. Lass Lysithea hier. Ja, zur Not kann ich auch selber Magie einsetzen, oder? Theoretisch. Ja, nur das Verrat würde ich ja zur Not. Kann Magie einsetzen. Ich setze Magie ein, genau. Wobei, bei Fire Emblem Awakening war ich eigentlich generell nie so ein schlechter Mage, aber egal. So, ich versuch's mal so, Freunde. Bin gespannt. Oder zu verteidigen der Orte da oben, ja genau, sind halt die Flächen da. Ja, schön weg sind sie. War eigentlich mein Plan. Ah, die Felder sind's. Okay, gut. Jo, ist alles klar. Was ich ein bisschen schade finde, ich habe wieder mal ein Rauschen drin. Ja, ich habe es auch schon mitbekommen. Muss es dann so schnell es geht beheben. Geht aber leider erst
In der nächsten Folge wieder, tut mir leid. いつでも行けます。 Ja, mal alle hier hin. Ganz kurz mal aktivieren, wie weit die schon kommen würden. 戦えばいいのかしら。 Ich würde sie sowieso vielleicht ein bisschen aufpassen. Oder mache ich. Nee, komm, wisst ihr was? Ich schicke die hier runter. Aus dem Grund, weil sie kann auch in die Entfernung angreifen, deswegen passt sie in der Mitte eigentlich besser. 俺に任せてくれよ。掃除に行くぞ。 Bogenschütze ist klar, geht nach oben. Jetzt wollte ich Petra auch nach oben schicken. Ist das nicht. Ich weiß auch nicht, wie die sich hier anstauen, das ist das Problem. Deswegen habe ich hier jetzt Petra, aber auch Dorothea. Weil Dorothea, gut, sie kann jetzt zwar nur 5 Felder laufen, sieht zwar so aus, aber. Ja, sie hat immerhin 7. Das wird doch relativ schnell wieder zurück werden, versteht ihr? Deswegen, ich schicke jetzt den wieder nach oben. Jetzt haben wir 3, wa? Hier haben wir auch schon 3. Die Thea kommt mit. Sie ist auch relativ flott, sich bewegen, sag ich jetzt mal. Deswegen passt das schon. Genau, er will das sowieso angreifen. Kann er vergessen. Genau, sagst es. Du nimmst welche Waffe am besten? Nee, komm, passt schon. So, weil dich müssen sie erstmal treffen. Und da wünsche ich jeder armen Seele, die es versucht, viel Spaß und viel Glück. So. Castle Mike haben jetzt nicht so viel Verteidigung, das wissen wir leider. Aber es braucht trotzdem viel, um den irgendwie einen Damage zuzufügen. Zumal er noch einen Heilfokus hat. Dorothea schickt jetzt doch mal hier hin. Ne, ich schicke sie hier hin, komm. Nein, nicht genau dahin, sondern dahin. Au! Die Frage, wie versammeln die sich? Kommen die alle in die Mitte oder wie machen die das? Kommen die alle außen rum oder versuchen es? Weil je nachdem er halt Kasper irgendwo anders auch klüger. Kann ich jetzt momentan halt schlecht beurteilen. So, wie zum Beispiel jetzt gerade. Ich meine, kann ich halt so locker hier hin. Dann meine eigene Waffen spannen und sagen, hey, hier hast du Ballista. Bringt unter Umständen auch schon viel. Hä? Wieso geht der jetzt auf ihn los? Ohne Sinn und Verstand. Gut, die werden alle irgendwie von ihm angetriggert. Von mir aus. Na, kommt Hubert näher und macht sie platt. Sehr gut, das gefällt mir. Also zumindest momentan noch. Wie gesagt, nachher müssen wir ein bisschen gucken. Wir müssen ein bisschen aufteilen. Hier unten versuchen sie es nachher. Ist halt die Frage, fangen sie vielleicht schon im Wald an, wo ich eine höhere Blockquote hätte insofern. Trotzdem relativ viel Crit-Chance, das darf man nicht übersehen. Dann sage ich hier mit Shivisa einfach, komm einfach hier in Stillen. Du hast noch ein Silberschwert mit dem Fort, wobei, hast du überhaupt Axtvorteil? Nö. Kann aber theoretisch sparen oder gehen direkt in den Wald hinein. Und sage einfach, hey, kommt doch alle her. Ja, der keine Chancen. Setzt direkt die Waffe ein, weil er damit am besten kriegen kann. Das ist natürlich schön hier Magic einsetzen, genau. Support mit Mercedes. Und bei ihr natürlich dann auch, war direkt in den Wald hinein, weil ja, die anderen können jetzt nicht so viel machen bei ihr. Sie machen leider bei ihr ein bisschen zu viel Damage, dass das ein bisschen hier ankotzt. Ja, wir müssen nachher Cherise sowieso näher holen. Das ist nur für den Anfang für den ersten Truppen, den so abzufangen. So. Dann waren wir wo stehen geblieben? Genau, der Typ ist noch, der gerne auf Kasper losgehen will. Den Kasper versucht, der von mir aus, er könnte eigentlich schon näher rangehen und sagen, ey, du. Hasta la vista, Baby und so. Aber diese Bogenschützen, die machen relativ wenig Schaden. Was sie treffen würden, wohlgemerkt, ne? So, Kasper.
Komm, Junge, mach den Kasper. Danke. So, Edelgard natürlich nach vorne. Ups. Sie geht ein bisschen weiter, weil sie natürlich dann auch genau besser angreifen könnte. Aber erstmal schön heilen. Michael bleibt hier. Großtraining braucht er eigentlich nicht, das wissen wir. So. Ist erst nicht schlecht. Aber dafür, dass nach diesem Zug der Part schon vorbei ist. Die werden langsam ein bisschen härter gegriffen. Gut gemacht, Petra. Schöne Werte. Die Viecher kommen, glaube ich, nicht, wa? Die haben keinen Bock. Der war vorhin noch nicht getroffen. Oder war noch nicht in der Nähe. Ja, mit diesem Mage-Typ muss ich ein bisschen aufpassen. Das war ein schöner Crit. Und weg ist er. Okay, ja, da muss man ein bisschen optimieren, Freunde. Wie genau? Also jetzt nicht nur die Strategie, sondern natürlich auch den Sound im Hintergrund. Sprich das Rauschen einfach mal weg damit. Das sehen wir in der nächsten Folge. Bye, bye.